Nachhaltigkeit übersetzt man heute am besten mit den Begriffen People, Planet, Profit. Das heißt, es gibt die soziale Säule der Nachhaltigkeit, es gibt die ökonomische Säule und es gibt die umweltlichen Aspekte der Nachhaltigkeit. Und wir sind sicher einer der Pioniere, wenn es um die Nachhaltigkeit in der ökologischen Hinsicht geht, und zwar insbesondere im Fokus in dem Bereich der Produktnachhaltigkeit. Unsere Kernkunden sind vor allem produzierende Unternehmen, die beispielsweise Automobile herstellen. Da haben wir eine sehr starke Stellung weltweit in dem Markt, arbeiten fast alle Hersteller von Automobilen und sehr, sehr viele Zulieferer mit unseren Produkten. Materialhersteller, aber auch im Bereich Lebensmittel oder Retail finden sich sehr, sehr viele Unternehmen, die eben mit unseren Produkten verstehen wollen, wie sie ihre eigenen Produkte, ihre Zulieferketten oder ihre betriebliche Nachhaltigkeit verbessern können. Nachhaltigkeit ist sicher ein Megatrend, der jetzt, was die Produktnachhaltigkeit angeht, ganz am Anfang steht. Da sagen Analysten auch eine Marktvervielfachung eigentlich voraus, wirklich um Faktoren. Die Investitionsmittel, die wir 2010 eingeworben haben, werden wir vor allem einsetzen und setzen wir ein, um unsere Produkte sehr aktiv weiterzuentwickeln, die Content-Datenbanken auszubauen und den Vertrieb unserer Dienstleistungen, unserer Software und unserer Content-Produkte eben weltweit sehr stark auszubauen. Daneben sind wir in den vergangenen Jahren schon bereits sehr stark gewachsen und setzen die Mittel auch ein, um eben professionelle Strukturen zu schaffen und das ganze Unternehmen jetzt noch wesentlich besser führen zu können. Unsere Strategie für die Zukunft ist eigentlich, uns auf unsere Stärken zu besinnen und auf das doch sehr einzigartige Geschäftsmodell, das PE hat. Dann haben wir den Content und wir haben eben die Produkte, die wir dann eben zusammenbauen. Wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf die Produktnachhaltigkeit, in der es sehr wenig Konkurrenz gibt. Und unsere Strategie für die Zukunft ist es eben, die Solution Maps von großen Softwareanbietern im ERP-Bereich oder Product Lifecycle Management Software, CAD-Software mit unseren Applikationen, mit unseren Anwendungen zu versehen. Was uns von GIMP überzeugt hat, war vor allem, dass es jetzt eine größere Gesellschaft ist, die auch an der Börse gelistet ist. Das heißt, eine gewisse Transparenzanforderung auch hat, eine gewisse Geschichte, gute Reputation im Markt, auch eine gewisse Größe, ein Tier-1-Investor und auch, dass es sich in dem Fall um einen Evergreen Fund handelt oder Evergreen Investment. Das heißt, wir sind da nicht einem gewissen Zyklus unterworfen. Und wir haben einen Finanzinvestor gesucht, weil der zweite Investor eben eher von der strategischen Seite kommt und sich das dann ergänzen sollte. Das hat so jetzt bisher auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, vielen Dank. Von Investoren erwarten wir nicht nur das Geld, wir erwarten auch natürlich gewisse Hilfestellung. GIMP pflegt sein Portfolio an Partnerunternehmen durch direkte Betreuung natürlich, durch die jeweiligen Partner, aber auch durch Netzwerke zwischen den Partnern. Und wir merken auch, dass wir eben insgesamt im Markt schon eine andere Reputation haben, dadurch, dass wir zwei wirklich sehr hochrangige Venture-Kapitalfirmen an Bord haben, tun wir uns einfach leichter, haben wir eine ganz andere Reputation im Markt.